Also, heute auf dem Programm. Beim singenden Weihnachtsbaum in Zürich haben sie ein paar Schrauben locker. Heisst es am Morgen beim Briefing von der Zimmerei Huber. Das habe ich ja schon lange vermutet. Die müssen ja nicht ganz putzt sein, wenn sie freiwillig auf so einer hohen, senkrechten Bühne singen. Sagt der Manfred mehr zu sich als zu seiner Chefin. Manni, kannst du heute Nachmittag echt noch geschwind vorbeischauen, dass alles hebt? Weisst, bevor das Konzert losgeht. Aha, du hast das wörtlich gemeint. Ich kann nicht den Silvan. Fragt er zerknirscht. Nein, der Silvan ist heute auf dem Projekt im Thurgau. Komm, für dich liegt das doch gerade auf dem Weg. Dann halt. Am Manfred graut es jetzt schon davor. Er hat nämlich Höhenangst. Nicht gerade ideal für einen Zimmermann. Bis jetzt hat er sich aber immer ganz gut durchmogeln und ist hauptsächlich bei den Arbeiten im Erdgeschoss zum Einsatz gekommen. Nach 15 Jahren bei der Zimmerei Huber ist jetzt aber scheinbar heute der Tag gekommen, wo das ändern soll. Und dann noch ausgerechnet beim singenden Weihnachtsbaum. Der hat auf ihn einfach immer ein bisschen zu wenig robust gewirkt. Den ganzen Tag kann er sich nicht recht auf seine sonstige Arbeit konzentrieren. So sehr plagt ihn der Gedanke an seinen späteren Auftrag. Weit ist es immerhin wirklich nicht. Kaum ist er ins Budenauto eingestiegen, ist er auch schon dort. Das ist er jetzt also. Der Manfred legt seinen Kopf tief in den Nacken, wo er an dem hohen Bauwerk entlang anschaut. Schon von unten wird es ihm halb schlecht. Hoffentlich ist es wenigstens eine der unteren Etagen. Meint er zu sich. Das Glück ist aber nicht auf seiner Seite. Es ist die Etage gerade unter dem Spitz, sagt die Frau vom OK zu ihm. Das Herz rutscht mit die Hose und auf seiner Stirn sammelt sich Schweißtropfen. Und das bei -10 Grad. Zögerlich läuft der Manfred mit seinem Werkzeug Richtung Weihnachtsbaum. Bei jedem Tritt zittert er noch mehr. Einfach nicht runterschauen, einfach nicht runterschauen, sagt er sich wie ein Mantra. Mit mäßigem Erfolg. Seine Schritte werden immer zögerlicher. Am liebsten würde er stehen bleiben. Der Manfred ist so fest mit sich beschäftigt, dass er gar nicht merkt, wie sich die unteren Ränge vom Baum langsam füllen. Der Kinderchor hat heute Abend seinen ersten Auftritt und alle sind schon pünktlich vor Ort. Als der Manfred endlich zuoberst ankommt, lässt er sich erschöpft auf die Knie sinken und muss zuerst mal verschnaufen. Immerhin verdeckt die Abdeckung vorne die Sicht nach oben. Redet er sich Mut zu. Ganz hinten im Ecke sieht er dann auch die Latte, die wieder befestigt werden soll, und macht sich sorgfältig an die Arbeit. In der Zwischenzeit hat sich der Baum vollständig gefüllt. Und das Publikum nimmt mittlerweile schon den ganzen Platz ein. Mit dem klassischen O-Tannenbaum startet dann das Konzert auch schon. Der Manfred hält verschrocken inne. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Manni, jetzt steckst du für mindestens eine Stunde fest. Denkt er verzweifelt. Es ist ihm ein Rätsel, wie er nicht merken konnte, dass hinter ihm die singenden Kinder ihre Position eingenommen haben. Bemüht, nicht in Panik zu verfallen, sitzt er mit angezogenen Beinen und seinem Hammer an sich drückt im Ecke und hebt die Augen fest zu. So vergehen Minuten und Minuten. Unten im Publikum bekommt niemand etwas vom Bangen von Manfred mit über. Kurz vor dem Grande Finale, mitten im vom Chorleiter eigens für den heutigen Abend komponierten Lied, passiert dann das denkbar Schlechteste für den Manfred. Das Kind, das gerade neben ihm steht, schlägt ihm mit einem bisschen enthusiastischen Tanzschritt aus Versehen seinen Hammer aus der Hand, der prompt direkt auf seinem grossen Zehen landet. Der Manfred juckt sofort auf und lässt ein lautes, höchstes «Au!» von sich. Der Manfred will schon vor lauter Scham direkt wieder in sein Eckli versinken, wo das Publikum drinnen in Jubeln ausbricht. Und auch der Dirigent schaut anerkennend auf. Wie es der Zufall hat wollen, ist an Manfred sein Ton genau zum richtigen Zeitpunkt im Lied gekommen. Eine besonders schwierige, hohe Stelle. So gut hat das Lied wirklich in allen Proben noch nie getönt. Der Trubel drinnen lässt den Manfred kurz vergessen, dass sein Zehen wehtut und vor allem, wie hoch oben er reich ist. Als sich die Menschenmenge aber langsam wieder auflöst, fährt es ihm dann doch ein. «Leck, ist das hoch!» sagt er mit unsicherer Stimme. Daraufhin nehmen ihn 2 Chorkinder an der Hand. Mit ihrer Hilfe geht dann der Abstieg schon etwas leichter als der Aufstieg. Als er den festen Boden unter den Füßen hat, rennt er nochmal in die Frau vom OK.
Ah, sie sind immer noch da. Haben Sie in dem Fall noch das tolle Konzert geschaut? Vor allem das letzte Lied. Hammer, wie das tönt hat, gell Sie? Mit einem erleichterten Lachen sagt der Manfred. Ja, Hammer trifft's ganz gut.